Habe die Ehre miteinander. Evans, der Bierger. Heute mal wieder ein bisschen weniger Blödsinn und dafür einem etwas sehr ernsten Thema sogar. Meine Überschrift im Video ist sehr reißerisch, aber das habe ich mir nicht ausgedacht, denn sie sind da. Ab morgen. Uploadfilter ab 7. Juni. Mit einer Schonfrist für jede Plattform wie YouTube, Facebook, Twitch, jede Plattform mit User-Created Content mit einer Schutz- und Schonfrist bis zum 1. August. Und warum mache ich jetzt das Video? Wir kommen hier auf die Idee, dass mein Kanal gelöscht werden könnte. Wir besprechen jetzt halt einen Upload-Filter nicht nochmal. Das haben wir sehr ausführlich getan in einem Livestream vor 2 Wochen ungefähr. Den Livestream verlinke ich euch da herum nochmal. Könnt ihr euch gerne anschauen im Nachhinein. Das werden wir nicht behandeln, aber leider Gottes Fates seitens YouTube und Twitch und alle anderen Plattformen genauso. Aber die betreffen nicht mich als Creator am meisten. Und ja, das betrifft euch als Zuschauer auch, aber wenn es keine Creator mehr gibt, dann habt ihr ja nichts mehr zum Anschauen, aber who the fuck cares? Wir kommen jetzt auf die Idee, dass mein Kanal gelöscht werden könnte. Der Upload-Filter entscheidet ja in Zukunft, wenn ich ein Video auflade, ist das urheberrechtlich konform? Nein, dann wird es gar nicht erst aufgeladen. Sage ich, hey, da bin ich sogar relativ froh drüber, weil dann weiß ich vorher, woran ich bin, bevor ich einen Strike kassiere und dann eventuell wochenlang nicht streamen kann, nichts aufladen kann und bei 3 Strikes wird mein Kanal gelöscht. So, das ist alles schön und gut. Aber was ist mit Videos, die bereits online sind? Und das sind über die letzten 4 Jahre ein paar. Zig How-Tos, 40 Stück, keine Ahnung, 20 Kruzifix, was im Prinzip nichts anderes wie Reactions sind, mit Videomaterial von anderen Leuten da drin natürlich auch, Musik, was noch, meine Synchros von damals, die sind natürlich urheberrechtlich gefährdet, um Gottes Willen, da brauchen wir nicht rundum diskutieren, aber für mich ist es nach wie vor eine Parodie, aber gut, was weiß ich schon. So, was ist mit den Videos? Da braucht dieser Upload-Filter, der was in Zukunft ja ein Bot ist, kein Mensch mehr, der braucht ja bloß auf dem bayerischen Defiliermarsch wird, der zum Beispiel da gerade im Hintergrund auch in diesem Video läuft. Dann kriege ich eine Verwarnung, wird das Video einfach gelöscht, geht mit der Löschung von dem Video ein Strike einher. Ja, dann ist das eine tolle Sache, dann kriege ich nämlich innerhalb von 1 Minute 80 Strikes ungefähr und dann wird mein Kanal gelöscht. Ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, ich mache jetzt da also ein bisschen den Teufel an die Wand. Warum mache ich dann das Video? Was zur Hölle? Vielleicht ist es mein letztes Video, weiß ich nicht. Ich mag jetzt da nicht unnötig Panik machen, aber mir geht es darum, dass ich mit euch rede, bevor es zu spät ist. Wenn mein Kanal nämlich einfach aus dem Mir nix, dir nix vor heute auf Mann gelöscht wird, dann habe ich keinerlei Möglichkeit mehr, mich mit euch zu unterhalten. Außer die Leute, die Bescheid wissen bereits, dass es dann nur noch auf Twitch Livestreams geben wird. Und darum mache ich das Video. Ja? Ich schmerze lieber vorher mit euch, bevor es zu spät ist. Ich hoffe natürlich, wir malen den Teufel irgendwie an die Wand, irgendwie mache ich ihn aber auch nicht an die Wand malen, weil ich hoffe, die ganze Scheiße, wie soll man sagen, wird härter gekocht, wie es gegessen wird. Der Upload-Filter kommt, es passiert einfach gar nichts. Das war natürlich toll. Bloß irgendwie, sicher ist sicher, weißt du selber, was es ist. Und ich habe echt keinen Bock, dass ich von heute auf morgen den Großteil meiner Community verliere. 4 Jahre, 5 Jahre und eigentlich noch länger Arbeit, zack, sich so in Luft auflösen und dann ist von heute auf morgen alles gut. Frage Nummer 1. Geht's dann überhaupt weiter? Ja. Frage Nummer 2 ist aber, wie geht's dann weiter? Also Videos kann ich dann ja keine mehr machen, wenn mein Kanal von heute auf morgen weg ist. Darum wird es ja gar nicht mehr gehen. Was soll ich jetzt da noch groß dazu sagen? Aber, was können wir dann machen, was eigentlich die letzten 2 Jahre schon eigentlich mein Hauptprogramm ist, nämlich Streams, Livestreams. Aber nur auf Twitch, weil auf YouTube darf ich ja keinen Kanal mehr machen, dann, wenn er mal gesperrt wird. Das heißt, notieren! Für den Letzten, dass er es versteht, so einfach wie möglich. Sollte mein Kanal gelöscht werden auf YouTube, gibt's nur noch Livestreams auf Twitch. Twitch.tv/BiergerZockt. Darum schaut mit Sicherheit einmal nicht. Schaut mal auf die Seiten, lasst mal ein Follow da, weißt du eh, was es ist. Sollte es passieren, dass der Kanal gelöscht wird, gingen erst einmal die Streams Montag, Mittwoch, 20 Uhr, wie es die meisten von euch gewohnt sind, ganz normal weiter, aber wir werden das dann natürlich ausbauen, weil irgendwie werde ich natürlich meinen Content ein bisschen kompensieren, wenn es keine Videos mehr gibt. Was der wir dann streamen wir 1-2 Mal mehr in der Woche, vielleicht ein bisschen länger, das denken wir uns dann aus, wenn es soweit ist. Okay? So, insgeheim hoffen wir natürlich, dass einfach gar nichts passiert. Ich finde es echt extrem schade, dass YouTube und Facebook und wie sie alle heißen, Twitch und Instagram und was weiß ich nie, was alles sehen, nicht in der Lage ist, ein Statement abzuliefern, was vor allem für uns Creator auf uns zukommt und was vielleicht auch für euch als Zuschauer auf euch zukommt.
halte ich für, ich weiß nicht, was das soll. Wollen sie es einfach aussitzen oder wollen sie es wegignorieren? Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich rechne sicherheitshalber mit dem Schlimmsten, nämlich, dass dieser Bot alle bereits bestehenden Online-Videos überprüft und sagt, nein, 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 nein. Und mit jeder Löschung, wie bis jetzt auch mit dem bekannten Content-System auf YouTube, geht der Strike einher für den Kanal und ab 3 Strikes ist der Kanal gelöscht auf Lebenszeit. Dann war's es halt. Ja, dann war's eine schöne Zeit, dann machen wir mit Livestreams weiter und eskalieren da. Machen wir ganz einfach so. Oder? Also notieren, twitch.tv/birgitzogt ist sowieso die bessere Streaming-Plattform. Aber was weiß ich schon. So, ja, ich mag jetzt da keinen irgendwie, ich mag auch mir selber nicht die Panik machen, das müssen wir einfach raussetzen, wir werden sehen, was passiert und bis dahin, vielleicht ist das mein letztes Video, dann muss ich auch dazu sagen, soll halt YouTube dann nicht mehr existieren. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich ziehe vielleicht ein letztes Mal meinen imaginären Hut. Vielen herzlichen Dank für über 15 Millionen Views, glaube ich, und 100.000 Abos und was weiß ich was alles. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns mindestens auf Twitch und wenn euch weiterläuft wie bisher, dann lauft euch weiter wie bisher. Und jetzt schleicht euch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Video teilen nicht vergessen, Like nicht vergessen, damit ich so viel Leute wie es geht in eine Abo-Box reinkriegen aus meiner Community, aus einer Community. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bussi aufs Nussi und warte mal, das hauen wir auch noch das letzte Mal in ein Video rein. Ich schleich mich davon.